Wir sind an den letzten Jahren an der zuständigen Verfassungskommission uns bei uns ganz Verfassung durchdiskutiert. Weil die war so gewesen, dass in der letzten Legislatur verschiedene Artikel verfassungsbedürftig erklärt geworden, haben wir also die Arbeit gemacht. Bei der Gelegenheit haben wir auch unseren Premier, unsere Premierherren über die Rolle vom Grand Duc an unserem Staat. Und das ist normal, dass man Premier so diskutiert. Dafür waren wir ganz erstaunt, wie wir hören und dass den Grand Duc mit dem Premier geschwärzt hat über die Problematik von der Ratifizierung vom Gesetz über die Steuerfälle und dass wir davon an der zuständigen Verfassungskommission nichts davon gewusst haben. Wir sind nicht darüber informiert. Das heißt wahrscheinlich, dass unser Premier andere Prioritäten hat, wieso Verfassungsfragen zu diskutieren, wo ich nicht weiß, und Reaktionen am Publikum, weil du kann er beischweren. Es ist inadmissible, was der Premier gemacht hat, hat die falschen Prioritäten gesagt. Wir sind nur an der Situation, dass wir den Artikel 34 von unserer Verfassung ändern. Und in dem Kontext will ich darauf hinweisen, dass unser Premier gesagt hat, hier ging die Attitüde von unserem Grand Duc nicht verstehen, die wir nicht verfassungskonform. Aber ich will einfach darauf hinweisen, dass an einem Avis vom 1. Mai 1914 vom Conseil d'État ganz klar dran steht, dass, ich lese das 4, d'après l'article 34 de la Constitution, le Grand-Duc est tenu de sanctionner la loi avant l'écoulement des 3 mois du vote de la Chambre, sinon la loi devient caduque, ou de faire connaître à celle-ci son refus de signer. Das heißt, dass also ganz klar festgehalten wird, dass der Grand Duc Recht hat, wenn er mit dem Gesetz nicht d'accord ist, für den Ablag das nicht zu sanktionieren und nicht zu erzielen. Das ist also ganz klar. Und es weiß nach einmal, dass unser Premier auf jeden Fall die relativ ganz klar Dispositionen von unserer Verfassung misskannt wird und falsch interpretiert wird, unserer Meinung nach sogar bewusst falsch interpretiert wird. Wir sind mit dem Grand Duc d'accord, wenn er sagt, wir müssen den Artikel 34 von unserer Verfassung ändern. Hier hat das vorgeschlagen und dafür können wir uns dem wie auch nur rallieren. Das, was man natürlich an den Redingen schon richtig gesagt, dass er nicht d'accord erklären, dass das Material weiß, wie der Leute über die Bühne geht. Das heißt an einem Hauruck-Verfahren. Wir sind auch der Meinung, dass den besser gehabt hat, für das Leute zu diskutieren. Wir sind auch der Meinung, dass wir eine komplette Verfassungsrevision brauchen. Auch was der Grand Duc angeht. Wofür? Weil wir auf ganz viele Punkten die Dispositionen müssen adaptiert gehen, geändert gehen, etc. Das gehört zu den normalen Arbeiten an die zuständige Kommission hat auch darunter geschafft, über bald alle Artikel an unserer Verfassung. Das ist das, was muss gemerkt werden. Aber wir sind noch der Meinung, dass so eine Verfassungsreform, die diskutieren muss, dass da am Vorfeld an den Wahlprogrammen muss verschiedene Sachen präzisieren, so wo es hier geht, an den Black, dass die ganze Verfassungsänderung einem Referendum unterwerfen. Für uns ist es klar, dass die Dispositionen, die geändert sollen gehen, auf jeden Fall mit dem Publikum müssen diskutiert gehen. Für uns ist es doch klar, dass die Rolle von unserem Großherzog an unserer Verfassung muss nach weiter behalten gehen, weiter gefestigt gehen, dass wir klare Akzente setzen, weil wir die Notwendigkeit
von einem Großherzog an dem Land, von einer Monarchie an unserem Land voll und ganz unterstützen. Es kann nicht so sein, dass wir Bankier an wer für Republik, wie verschiedene das gern hätten, sollen higo. Weil wenn ihr nämlich gesagt, was Frank nimmt, da gingen zirkulieren als zukünftiger Präsident von so einer Republik, dann sieht er direkt, dass man an der totalen, irrationalen an ging es so an Folklore gingen Ende. Das wird nicht sein. Wir stehen zu unserer Monarchie. Die Monarchie hat eine Rolle. Unser Großherzog muss können an philosophische Fragen seine Meinung sagen. Das muss man durch die Verfassungsänderung, die wir machen, ermöglichen. Und das ist auch seine Rolle, weil muss permanent dafür sorgen, dass den Equiliber, der an unserem Land besteht, dass er dafür antritt, dass er da seine Meinung darf sagen. Und dafür werden wir auch an dem Sinn uns an der Zukunft verhandeln.